Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Minecraft. Wir befinden uns in unserem Häusli, also in unserem kleinen Bunker momentan noch. Das Häusli ist es eindeutig nicht. Und ich habe noch vorgehabt, in dieser Folge das weiter auszubauen. Das Problem mit der ganzen Sache ist, ich habe mir überlegt, dass ich das jetzt anders bauen will. Und zwar habe ich mir ein Vorbild nehmen an den Villager. Und zwar die Aussenwände mit Backstein machen, weil ich denke, es könnte viel angenehmer und schöner werden. Also die Stege, die würde ich wahrscheinlich dann sogar noch in Holz lassen, damit es ein bisschen innen durch ein bisschen farbig wird. Aber für das müssten wir eine Menge an Stein farmen. Jetzt muss ich nämlich gerade schauen, weil ich letztes Mal genau unseren Stein alles da umarbeiten lassen zu einem normalen Stein. Das heisst, wir haben nur 24 Bruchsteine. So, dann tun wir das jetzt gerade mal schon da rein verpflanzen. Ich würde sagen, wir bewegen uns jetzt zuerst mal noch zu unserem anderen Bunker. Weil dort haben wir ja noch Sachen, die wir unbedingt holen gehen. Also einsammeln gehen. Weil wir ja dort wahrscheinlich auch noch Bachsteine haben und andere Sachen, besonders auch mein Bett. Weil wir brauchen unbedingt das Bett, wir müssen ja schlafen, weil in der Nacht tauchen dann irgendwelche komischen Kreaturen auf, ich weiss gar nicht, wie die genau heissen. Und mit denen wollte ich mich jetzt nicht unbedingt anlegen. Darum habe ich gedacht, machen wir uns jetzt zuerst mal auf den Weg zu unserem anderen Bunker. Auf dieser wunderschönen Wiese. Wir haben ja da noch ein bisschen Brot, ich esse jetzt gerade mal schnell, dann nehmen wir nämlich wieder komplett volle Bank. Ah nein, hä? Okay, jetzt ist uns langsam geht das Essen aus. Wenn wir wirklich langsam schauen, dass wir irgendwie eine Farm bauen oder irgendetwas. Also, dass ich vielleicht irgendwo kleine Plantagen an Weizen mache, damit wir selber Brot herstellen können. Sonst kann ich halt nochmal schnell dann zu den Villager reingehen, das Essen klauen. Ja, dann kann ich ihnen einfach nochmal schnell das Essen klauen. So, jetzt muss ich schnell schauen. Ich hoffe, ich bin richtig. Ich hoffe doch, ich bin richtig, weil ich bin nämlich sogar unsicher langsam, wo das Haus war, weil wir jetzt schon lange nicht mehr dort waren. Aber es sollte sich, glaube ich, gerade da hinten befinden, oder bin ich da völlig lost an dieser Stelle? Also unser Bunker befindet sich dort, Gott sei Dank sehen wir am Grossen auch unseren Turm noch da hinten, aber wie es aussieht, ist das gar nicht da gewesen, sondern ein bisschen an einem anderen Ort. Jetzt muss ich halt da ganz kurz schnell wieder ein bisschen umsuchen. Dafür sehen wir da nochmal ein paar riesengroße Höhlen, also Einbuchtungen, würde ich jetzt mal sagen, wo wir dann auch mal noch erforschen können. Aber zuerst wollte ich mal unser Haus fertig bauen und eine Weizenanlage an tun, damit wir einigermaßen besser klarkommen mit dem Essen. Und da hinten befindet es sich schon, ich sehe es da hinten. Alles klar. Wir haben unser anderes Hütchen gefunden, dann gehen wir mal schauen, was wir dort alles haben für Sachen. Dann gehen wir doch mal wahrscheinlich dort güchseln. Für das muss ich aber zuerst mal alles da. Oh, jetzt wäre ich fast untergegangen. Hey. So, für das müssen wir jetzt aber zuerst mal auch alles wieder aufwärts kommen. Jetzt hoffe ich, das schaffe ich da in einem Zug. Aber es sieht eigentlich schon mal gut aus. Okay, da sind wir schon wieder. In unserem allerersten Bunker, den wir gebaut haben, einfach zum kurz überleben, den lassen wir jetzt einmal noch momentan noch so da stehen. Den lassen wir jetzt sicher einmal momentan noch so da stehen. Das Bett nehmen wir schon mal mit, weil das brauchen wir. Und dann müssen wir mal schauen, weil da drin haben wir ja wirklich noch viele Sachen, die wir da zusammen bekommen haben. Darunter auch kein Bachstein. Okay, aber trotzdem wollte ich die anderen Sachen sicher mal alle mitnehmen, damit wir die bei uns im anderen Häuschen lagern können. Dann ein bisschen Kohle, Erde, können wir da einfach schnell auffüllen, den Rest können wir ja mal da lassen. Also ich nehme jetzt einfach sicher mal die wichtigsten Sachen mit, sage ich einmal. Wie zum Beispiel Gagabohnen brauchen wir, die können wir ja dann irgendwo abpflanzen oder eher weniger, das weiss ich nicht. Leichtgewichtdruckplatten, die lassen wir einmal da, Feuerstein. Also eigentlich einfach mal so, dass wir das Eisen, das Gold, Eisen, Diamanten und die Sachen mal alle mitnehmen. Das Glas nehme ich einmal mit. Leider haben wir wirklich nicht mehr Stein da. Darum würde ich sagen, den Rest lassen wir jetzt einfach mal da, dann wissen wir, da haben wir noch Redstone und ein paar andere Sachen. Das wird uns jetzt einfach unser kleiner Nebenplatz sein, wo wir dann immer wieder mal vorbeischauen. Da im Ofen drin habe ich nichts, doch, da habe ich noch das da und sogar noch mal ein paar Steine machen lassen. Ich weiss nicht, warum ich die umarbeitet habe. Ich glaube, weil wir die eben mit einem ich weiss gar nicht mehr, wie das heisst. Ich weiss gerade nicht mehr, wie das heisst, wo wir in der anderen Wohnung haben. So ein Schleifstein oder ein Sägenstein da. Können wir irgendwie noch andere Steine daraus machen. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, unser erstes Haus eher aus Bachstein nehmen. Weil wir sind ja sowieso gerade in der Nähe von den Villager. Dass wir so unser Bier ein bisschen ihnen anpassen. Von unserem Häuschen her. Weil nur so aus Holz, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es nicht schön. Und was ich nicht schön finde, das müssen wir umarbeiten. Das können wir nicht so stehen lassen. Das können wir einfach nicht so stehen lassen. Das heisst, wir gehen jetzt zuerst mal zurück. Wahrscheinlich wird es bis dann auch langsam wieder Abend sein. Und dann würden wir uns auf den Weg machen mit einem leeren Inventar. Wirklich sehr viel Holz. Nein, Holz brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, weil ich würde die Wände alle wegnehmen. Die brauchen wir dann fürs Dach. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir wirklich sehr viel Steine sammeln. Also Bruchsteine, um uns den Villager anpassen. Den Rest, den sollten wir eigentlich plus minus dann alles haben.
Und dann können wir in Ruhe wirklich mal unser erstes Häuschen fertig bauen und dann vorne dran mal langsam eine kleine Weizenfarm machen. Und damit wir dann auch mal wirklich genügend Essen haben. Weil ich bin mir jetzt unsicher, ob wir überhaupt noch Essen haben, denn denen. Darum töten wir jetzt einfach mal schnell das Schaf da. Du gibst mir, glaube ich, kein Essen. Das Schaf können wir auch mal noch schnell töten. Einfach, dass wir noch wenigstens 2 Fleischdinger haben, weil wir haben schon wieder fast kein Leben. 3 Stück haben wir an Fleisch. Ziemlich nice. Dass wir wirklich noch etwas zu essen haben, ganz kurz. Aber wir sollten schauen, dass wir langsam ein bisschen vorwärts kommen. Jetzt kann ich ja da gerade mal schon die Wiese ein bisschen mal abtöten. Dann kommen wir nämlich gerade mal noch ein paar Samen über. Die wir dann sicher noch gut gebrauchen können. Und so viel Wissen ist ja eigentlich auch nicht schön, wenn das da so rumsteht. Sieht ein bisschen überwuchert aus auch. So, da haben wir gerade noch Samen. So, dann würde ich jetzt mal sagen, dann machen wir jetzt da mal schnell auf. Dann würden wir ganz kurz schnell mal unser Inventar alles da abladen. Und zwar haben wir da noch wirklich, Eisen haben wir wirklich ziemlich viel, also wirklich genug. Mit dem können wir noch einiges anstellen. Dann würde ich einfach mal sagen, dann wir den Rest einfach mal alles drin. Wir können natürlich auch mit dem Nethertrakt eigentlich unsere Wände bauen, aber irgendwie sagt mir das momentan nicht so tun. Kann ich die Herdöpfel einfach essen? Oder kann man die pflanzen? Das ist jetzt eine gute Frage. Oh nein, die kann man so essen. Aber die geben nicht wirklich viel. Kann man die kochen? Die kann man auch kochen. Okay, ich nehme jetzt die Hälfte einfach mal noch raus. Die tun wir mal da rein, weil ich nicht weiss, ob man die noch anpflanzen kann oder nicht. Dann nehmen wir da jetzt sicher mal Weizenkörnchen, um dann können Kürbis können wir um wieso Chöreli? Chöreli. Lassen wir mal so stehen. Es ist jetzt ein Chöreli. Eier können wir gut gebrauchen, immer so. Das Bett tun wir gerade mal nachher noch schnell aufstellen. Dann tun wir da mal noch schnell unsere Kohlen an, unser überflüssiges Holz. Die nehmen wir noch mal mit. Die Treppen können wir ja auch mal schnell da rein tun. Glas einmal. Und Knochen, da haben wir noch Fäden. Erde brauchen wir gerade momentan nicht. Und brauchst du dann immer mit, dass ich einfach immer weiss, wie viel ich im Gesamten drin habe. Und dann haben wir da jetzt sicher mal ein paar Kartoffeln, die wir gerade auf dem Weg mitnehmen können. Und dann klatschen wir unser Bett. Sieht das blöd aus, wenn ich es einfach da an die Wand tue? So in die Ecke rein. Ein bisschen unbequem, aber für den Anfang langt es. Ein bisschen unbequem, aber für den Anfang langt es, würde ich mal sagen. Langt 5 Herdöpfel, wenn wir schon warten, bis die fertig sind. Oh. Und das ist der, den ich gemeint habe. Mit dem können wir ja irgendwie verschiedene Steine, das können wir gerade mal schnell ausprobieren. Mit dem kann ich ja jetzt andere Steine machen. Zum Beispiel gemeißelte Steinziegel. Steinziegel, die sehen aber mega gut aus für Fußboden, also für Gehweg. Da haben wir Steinziegelmauer, da haben wir Steinziegelstege. Also mit dem können wir eben noch recht viele andere Sachen machen. Leider noch ein bisschen wenig. Also die ich gerne würde haben, die sind noch nicht drin. Ich weiss aber gerade auch nicht mehr, wie die geheissen haben, wenn ich ehrlich bin. So Moossteine sind das dann, glaube ich. Moossteine. Die mit Moos überzogen, die sehen mega cool aus. Ich glaube, das war mit Moos, wenn ich mich nicht täusche. Okay, dann rühren wir da mal noch schnell unser Fleisch drin, damit das ready ist für nachher. Jetzt müssen wir mal schnell schauen, wie sieht es eigentlich aus mit dem Abend. Es sieht bis jetzt noch hell aus, also wir könnten uns schon mal ein bisschen auf den Weg machen. Um mal ein bisschen farmen. Und dann gehen wir richtig viel Bruchsteine farmen. Und dann sehen wir nämlich gleich aus wie auch die Villager nebendran. Dann haben die sicher auch Freude, wenn wir dann unsere Brücke zu ihnen eröffnet, dass so unser Häuschen ihnen recht gut zu ihnen passt. Und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach wirklich knallhart dahinter, einfach zum Beispiel in diese Höhle dort, und dann bauen wir einfach tonnenweise Steine ab. So habe ich jetzt schon wieder so wenig Leben. Also so wenig Essbalken. Das geht bei mir ja aber wie nichts. Hä? Habe ich das jetzt da angestellt? Wer hat das da mir im Weg gestellt? Nehmen wir mit. Jetzt wird es schon wieder Abend. Hat sich gar nicht gelohnt, eigentlich auf den Weg gehen. Dann wären wir lieber gerade direkt schon schlafen. Ausser ich leuchte jetzt einfach alles aus und wir bauen einfach die ganze Nacht irgendwie ab. Aber ich bin unsicher, ob wir die Nacht nicht schon schlafen müssten. So, weil da können wir sicher gut abbauen. Komm, let's go. Fangen wir einfach mal an. Oder können wir direkt wieder die Wände mit runter. Das ist nicht gerade das Praktische. Dann bauen wir lieber schnell einfach so ab. So. Ich glaube, wir bräuchten sicher mal 2 64er Stack von diesen Steinen, bevor wir irgendetwas anbekommen. Und das sind keine Steine. Das ist irgendetwas anderes. Sieht fast genau gleich aus, aber es ist irgendetwas anderes. Aber wir nehmen es jetzt mal mit. Vielleicht können wir ja das dann noch irgendwann... Nein, da bricht man alles ein. Dann machen wir einfach da weiter. Dann machen wir doch einfach da weiter. Ich glaube, mit 2 64er Stacks Steine sollten wir sicher gut dran sein. Und das ist jetzt auch kein Stein mehr, oder schon? So, dann
Dann müssen wir schauen, dass wir kurz vor dem Abend dann wirklich noch schnell wieder uns auf den Rückweg begeben. Damit wir da nicht komplett vom Monster die ganze Zeit überrascht werden. Sondern es nicht von Creeper oder wo wir dann mein Haus halb in die Luft sprengen, nur weil ich versuche, dann reinzulaufen. Das wäre richtig mühsam. Das wäre sowas von richtig mühsam. Komm, jetzt machen wir da noch eine Wand voll. Das könnte nämlich sogar dann gerade lange. Aber ich bin unsicher, wie viel wir im Gesamten brauchen, weil ich will nicht unbedingt nochmal da ankommen, um Stein abfarmen oder allgemein nochmal Stein abfarmen. Ich habe lieber dann zu viel als zu wenig. So, wie viel haben wir? 64, ja komm. Eine Wand müssen wir noch. Einmal müssen wir noch. Einmal müssen wir noch. Da einmal die ganze Wand einmal niedermetzeln, dass es dann auch wieder ganz schön aussieht. Und dann wird es nämlich, glaube ich, auch gerade schon wieder Abend langsam. Jawohl, okay. Dann schlagen wir uns den Weg wieder zurück. Kämpfen uns den Weg frei. Da vorne sehe ich schon die ersten Spinnen, ein paar Skelette. Ich würde sagen, wir rennen einfach einmal. Rennen, 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 rennen. Rennen, rennen, rennen. Einfach davor rennen. Wir ignorieren sie jetzt. Sie sind uns völlig unwichtig. Jetzt weiss ich auch, warum ich einen Holzblock gesetzt habe, weil dort, wo mein Schild sollte sein, habe ich jetzt irgendwie Holz drin. Anstatt mein... Hä, wo ist jetzt mein Haus? Hä, wo ist mein Haus? Da hinten. Oh mein Gott. Und da müssen wir ziemlich schnell rennen, weil der Creeper hat uns gesehen. Und dann ziemlich schnell ins Haus rein und dann gehen wir gerade direkt mal schläfeln. Dann können wir nämlich am nächsten Tag wunderschön mal versuchen, mit unserem Stein dann da das Häuschen aufzubauen. Dann hoffe ich, dass es dann auch einigermaßen besser aussieht. So, gute Nacht miteinander. Ah. Oh, schon wieder Morgen. Leck, habe ich komisch geträumt. So, dann sind wir schon wieder im Morgen angekommen. Das heisst, wir werden jetzt alles noch schnell ein bisschen umbauen. Doch, ich bräuchte meine Axt und meine Axt. Und dann würde ich jetzt mal sagen... Hey! Wieso ist eigentlich das da? Mein Schild müsste da sein. Das gibt es ja gar nicht. So. Und dann würde ich mal sagen, dann probieren wir das jetzt mal aus. Also wir können ja von oben nach unten, wenn wir da schon Stege rauf haben, können wir ja da wirklich mal schon alle anfangen. Dann müssen wir da nochmal schon alles abbauen. Also eigentlich alles für nichts gewesen, was wir gemacht haben. Also eigentlich wirklich alles für nichts gewesen, was wir gemacht haben. Den Boden lasse ich jetzt mal aus Holz. Den kann man ja immer noch abändern. Den kann man ja immer noch abändern. Aber wir tun uns an den Village ein bisschen anpassen. Nachher machen wir dann noch ein wunderschönes Dach drauf. So, komm, zack, 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 zack. Ich weiss nicht, ob es schneller gehen würde, wenn ich jetzt einfach zuerst mal alles abbaue und dann aufbaue. Oder ob es lohnt, so wie ich das jetzt mache. Komm, zack, zack. Das dauert halt jetzt einen kurzen Moment, bis wir das alles wieder zurecht gemacht haben. Aber ich bin wirklich am Überlegen, ob es sich lohnen würde, wenn wir jetzt einfach zuerst alles würden abbauen, bevor wir da weitermachen. So, das kommt... Ich glaube, das geht nämlich schon mal einen kleinen Moment schneller, wenn wir die ganze Wand zuerst so einreissen. So, come on. Die erste Seite haben wir in dem Fall nämlich schon mal abgerupft und dann wir da schon mal schön wieder den Bachstein. Zuerst mal das Holz alles schön einsammeln, weil das können wir sicher noch gebrauchen. Dann haben wir sicher mal gut viel Holz auf Vorrat, dass wir dann auch ein wunderschönes Dach zusammen basteln können. So. Ja, der ist falsch, den können wir nachher abbauen. So. Sieht irgendwie schon mal ein bisschen besser aus. Es ist, glaube ich, einfach ein bisschen zu fest in die Breite gezogen, mein Haus, weil ich halt 10 auf 10 gemacht habe. Ich hätte es wahrscheinlich ein bisschen anders müssen machen. Aber ich glaube, mit der Vorstellung, die ich habe, weil ich da vorne dann noch so eine Art Vordächli machen, wo so gegen Führer geht aus Holz, mit so Stützen. Und dann können wir da langsam dann anfangen, alles eben machen, um uns eine kleine Farm aufzubauen. Glaube ich, sieht dann das alles schon mal wieder ein bisschen vielversprechender aus als jetzt gerade momentan. Jetzt hoffe ich einfach, der Spitzhacker langt sicher mal für die Seite da noch. Und dann sind wir sicher mal gut angepasst, der Villager. So. Voilà, aber mit dem Zeug, aber mit dem Zeug. So, aber mit dem Holz. Zack. Jetzt muss ich aber gerade mal schon schauen, was von da aus sieht. Genau. Sieht man bei den Villager, die haben auf der Seite haben die ja so Rohholz und den Bachstein rundum. Und das wollte ich jetzt eigentlich auch mit versuchen, oder? Dass man wirklich einigermaßen gut aussieht. Nur so Holz hat mich irgendwie einfach schäbig gedunkt. Das hat mich wirklich nicht schön gedunkt.
Ich hoffe jetzt mit dem Bachstein wird das einigermaßen besser. Nicht, dass ich dann mich selber enttäusche und dann sieht es doch auch wieder nicht gut aus. Aber ich glaube, dass wir auf einem richtigen Weg sind schon mal, dass wir trotz all dem auch unser erstes Häuschen einigermaßen schön machen. Dass das nicht auch unbedingt so schäbig muss aussehen, sondern dass man auch das irgendwie einigermaßen schon mal schön gestaltet. So. Nein, falsch. So, ich muss höchstwahrscheinlich dann sowieso nochmal eine Axt schnell machen. Hey! Ich tüpfe nicht! Ich bin so ein Löli. So, den Stein wieder aufnehmen, ich kann ihn gut gebrauchen. Und ich habe sogar das Gefühl, Steine könnten sogar nicht lange, also wahrscheinlich müssen wir sogar nochmal nachholen. Weil so eine Wand braucht halt schon tierisch viel Stein auf. So. Immer wenn ich versuche, schnell zu klicken, dann wird es nur schlimmer. Darum versuche ich es jetzt lieber ein bisschen langsamer. Haben wir gerade noch eine Axt im Inventar? Ja, die hätten wir da noch. Dann müssen wir die noch schnell aufbrauchen, was wir noch haben. Dann kann ich nämlich nachher eine Eisaxt machen. Dann sollte das nämlich das Ganze auch ein bisschen schneller sogar gehen. Aber lieber aufbrauchen, was wir schon mal haben. Ich denke, das ist eine gute Lösung. Ich denke, das ist schon mal eine ziemlich gute Lösung, wenn wir jetzt einfach mal aufbrauchen, was wir schon mal haben. So, wenn ich da jetzt schon mal einen Weg rein habe, dann kann ich ja da schon mal schnell ein bisschen Eisen rausnehmen. Dann kann ich mir doch da mal schnell schon mal eine Axt machen. Und ich denke, eine sollte mal lange für den Moment. Jetzt fange ich schon an, wieder auffüllen und schon abbauen. Aber das machen wir jetzt mal schnell zu. So. Dann hat sich auch die ganze Sache gelohnt, was wir jetzt gerade gemacht haben. Ja, mit der geht es einiges schneller. Der Axt geht es einiges schneller. Das geht ja wirklich ratzfatz. Rucki zucki. Ich habe irgendwie etwas beamen gehört. Ich gehe davon aus, dass das wieder so ein kleines Lenderman oder so. Hui! Was ist das gewesen? Ist er voll jetzt durch mich durch oder ist er in meinem Haus gewesen? Hat er schnell eine Besichtigung machen? Gut, ich habe die Tür offen. Vielleicht hat er gefunden, es ist heute frei Schnauze. Wir dürfen einfach mal reingehen, schauen. Das weiss ich natürlich nicht so ganz. Nachher muss ich dann unbedingt mal schnell rauf, bevor das Zeug dann respawnt. Also wegspawnt. Das Holz, das oben drauf liegt. Oder ich kann ja da schnell irgendwie so machen. Komm. Nein, wieder falsch. Ich bin einfach ein Löli. Ich bin einfach ein Löli. So, weg mit dem. Weg mit dem. Und es wird, wie es aussieht, ziemlich knapp mit unserem Stein, den wir zur Verfügung haben. Es wird wahrscheinlich, wie es aussieht, gröber knapp noch. Dass wir wirklich nochmal schnell Stein holen. Wie viel haben wir jetzt im Gesamten? Wir haben wirklich nur noch die 18 Stück. Dann würde ich sagen, die benutzt brauchen wir jetzt noch schnell gerade mal auf. Weil eine Reihe sind ja immer 5 Stück. Das heisst, wir könnten schon mal einen Teil abbauen. Und dann brauchen wir wahrscheinlich gerade nochmal so viel Stein. Weil ich vorher ein Doppelstöckig machen. Ich glaube aber, das Holz da drinnen, das lasse ich. Also, dass wir einen Holzboden haben und eine Holzdecke. Weil ich glaube, das passt noch schön. Sieht jetzt farblich einigermaßen anders aus. Und nicht so eintönig. Auch die Holzstege drinnen finde ich mega. Finde ich wirklich mega. Ich glaube, das lasse ich dann wirklich so. So, dann machen wir da mal schnell nochmal zu. Zack. Voilà. Und dann haben wir unseren Stein aufgebraucht. Okay. Geht es noch ganz kurz schnell nochmal auf in den oberen Stock, weil da liegt noch ein bisschen Holz rum, dass wir das noch schnell einsammeln, nicht dass das dann plötzlich verschwindet. Ich glaube, da ist jetzt sogar gerade ein Stückchen vor unserer Schnauze verschwunden, oder ich habe es aufgenommen. Eins von beidem. Eins von beidem. So. Dann würde ich mal sagen, dann machen wir uns jetzt nochmal schnell ready, zum können Stein farmen. Für das brauchen wir jetzt sicher mal eine, zwei. Die zwei sollten ja eigentlich lange. Dann könnten wir gerade nochmal so viel Stein farmen wie vorher. Oder wisst ihr was? Die Steine, die farmen wir sonst in der nächsten Folge. Wenn es wieder heisst, eine Runde Minecraft mit eurem Schweizer. Danke vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat Spass gemacht. In der nächsten Folge bauen wir in dem Fall unser Häuschen fertig. Ich würde sagen, in dem Fall bis in der nächsten Folge und ciao.